Goedemorgen. Ik zie God dank van jou, Samarius, voor wie hij is en voor wat hij voor ons verzorgen dat, wat hij ons beschützen dat. En besonders, ik dacht gewoon in de week een boodschap vrijmerken dat wordt in zijn gedachtenis hebben we ganz abgefrascht van de dingen wo einer van reden wil, wo einer zich vrijmerken dat. En besonders van einer aan dingen denken dat wo we unser struggelen doen, wo we in de gevaar zijn met den Feind. Weet je, ik zie zo dankbaar dat God heeft verzorgd voor ons, voor alles wat we brauchen te leven en God zal je leven vieren. En we weten dat we staan immer in de gevaar van den Feind. Hij versucht ons, hij is immer doorrijdt te alle tijden ons te verzekeren en zo wieder. Aber ich sage Gott Dank, dass er hat versorgt für uns, dass wir uns können beschützen, dass er uns beschützen wird. Und ich will von einem sehr bekannten Thema reden, von der Samarius, was wir oftmals gehört haben, aber immer war als mir das zum Fragen, was nicht, wenn ich das studieren darf. Und der Pfizer saß, da habe ich von den saß verschiedene Dinge, was Gott uns versorgt hat, mit, wo wir uns beschützen können gegen den Feind. Und das sind die Gewähren, die Herr uns gegeben hat, dass wir uns wehren können gegen den Feind. Und ich dachte an die verschiedenen Dinge, als ich da durchgegangen bin, ich dachte, das wird viel mehr brauchen als eine halbe Stunde oder 44 Minuten und sind nach Samarius, da über zu gehen, da durchzugehen und zu studieren. So ich dachte an die ganz das erste Port von das Gewehr, was er uns gegeben hat, da will ich am ersten von reden von der Samarius. Und das ist von der Wahrheit. Das ist der erste Ding, wo er abreden hat von der Saß verschiedene Dinge, von der Gaben, was wir haben, was wir uns sollen anbringen, uns können wehren gegen den Feind. Und so ich will am ersten bisschen reden von das Ding, und das ist die Wahrheit. Und der Pfizer Vers 14 sagt dort, steht fast mit der Wahrheit, amdient aus ein Gard. So das ist sozusagen, wir sollen uns der Wahrheit anbringen, dass wir uns ein Bild anbringen tun und uns vorschnallen tun, dass wir der Wahrheit wollen an uns haben, dass das wird da sein, dass das wird alle Zeit da sein, uns beschützen wird. Und wir wissen, dass der Feind, der kommt immer an mit Lees. Und wir sind immer in der Gefahr von den Feind mit Lees. Also das sind die verschiedenen Dinge, wo wir uns sollen mit anbringen und uns können wehren gegen den Feind. Und ich glaube, das ist das ganz Wichtigste, dass wir uns der Wahrheit anbringen tun. Willst die Wahrheit, wenn wir die Wahrheit nicht haben, wenn wir das Falsche an uns haben, dann halten wir uns alle andere Gewehre und gleich. Dann brauchen wir die gleich, dann sagen wir nicht in der Wahrheit. So ich glaube, die Wahrheit das ist wirklich das ganz Wichtigste, was wir uns anbringen können, dass wir uns gegen den Feind können mit der Wahrheit beschützen. So die Wahrheit. Ich weiß, dass jede eine von diesen Dingen, all diese Dinge, was uns gegeben hat, sind sehr nötig, die zu brauchen, dass wir uns der antreiben sollen, aber ich will, dass ich sagen, die reden von der Wahrheit. Er sagt dort in Epheser 6, Vers 13, nehmt alle Gewähren, die Gott für ihn hat, dass je utrechten können, was das braucht, bestehen zu können, wann der böse Tag kommt. Wann der böse Tag kommt. Wenn wir denken an die Zeit, wo wir von der Tag beim Leben tun, ist das nicht all der böse Tag? Ich glaube, wo wir von reden, wo wir viele Dinge von lesen können, was da zu der Zeit kommen. Ich weiß, die Zeit ist noch immer schlimm gewesen. Die Zeit, als das geschrieben wird, dann wird das eine böse Zeit. Aber ich glaube, besonders wenn wir lesen, dann, was in der letzten Zeit kommen soll, ich glaube, das ist die Zeit, wo das von reden wird. Wo wir in der Gefahr sind, das ist die böse Zeit, was davon reden wird. So das ist nötig, dass wir uns das ganze Geschehen annehmen tun, wenn der böse Tag kommt. Und dann sagt er, steht fast, feststehen an das, mit der Wahrheit. Amdient aus ein Gard. So das ist ein Bild, das wir uns angenommen haben und dann festgeschnallt haben. Wenn wir uns ein Bild annehmen tun und dort nicht festgeschnallt ist, dann fällt das drauf. Dann wird das nicht dort, wo wir das haben. So dass wir uns festschnallen. Wir müssen fest sein mit der Wahrheit. So der erste
Das erste Geschehen, was er uns gegeben hat, als die Wahrheit, das war ich ähnlich von reden. Wir wollten, der Feind, das kriegt das Gegenteil von der Wahrheit. Gott als der Wahrheit und der Feind, das kriegt das Gegenteil von dort. Das ist Lees in der Unwahrheit. Gott sagt, hei ist die Wahrheit. In Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus zu Thomas, als er sagte, dass er wohl das Erd verloren und er würde hier weichgehen und er würde nicht mehr mit einem Taub sein, diese Zeit. Dann fragt Thomas, wo habe ich weiten, wo die Hand ist? Wenn sie ernst herankommen, wo habe ich dort weiten? Dann sagt Jesus zu ihm, ich sehe die Wahrheit, dann sagt er, in der Wahrheit. In dort Leben, keiner kann mir kommen, bitte durch mich. So heidet er das nicht mehr, und dort habe ich die Wahrheit. Am nur zu fallen, sie sollen bloß am nur fallen, was er anwesend ist. So habe ich die Wahrheit und habe ich die Wahrheit. Und er ist die Wahrheit in das Leben. Keiner kann in den Futter kommen, bitte durch mich. So er ist der einzige Wahrheit im Himmel und das ist die Wahrheit. Wir weiten dort und wir glauben dort, dass er ist der einzige Wahrheit im Himmel. Ich habe gleich lang trägt, dass weg einen Tag von einem reden, der sagt, er hat einen Prediger gehört, von einem Kirche, der hat gesagt, dass wir euch, dass bloß Jesus Christus der einzige Wahrheit wieder im Himmel. Du wirst so, was da unter Jatta unter tun werden, und die nur fallen. Und wir hatten mit unseren Glauben, als die hatten, hat gesagt, da wir für die dort nicht gelernt hat, dass sie in den Himmel kommen. Und ich glaube, das sind das, was in den Tiden gepredigt. Das sind noch andere Wege, um in den Himmel zu kommen, als bloß durch Jesus Christus. Und das sind Lees. Das ist von den Feind. Und das, was der Feind will als anbilden, dass du hast noch einen anderen Bereich, dass nicht bloß er allein als der Wahrheit. Und das sind Lees von den Feind. In Apostelgeschichte 4, Vers 12 sagt er, du hast in das keine Radung, willst uns Menschen als unter den Himmel das kein Numen gegeben, durch den wir können seilig worden. Das muss wir festhalten an das. Du hast das kein Weich. Du hast das kein Mensch geschickt worden, uns zu raten, als ein, dass wir Jesus Christus, Gott sehen. Also du hast durch das kein, hast du eine Radung. Und dort ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Und die Feind will das proben zu verlegen. Der will haben, dass wir sollen anderen Glauben folgen, dass wir nicht sollen diese Wahrheit, auf die Wahrheit allein bühren. Und das ist nicht durch eins, was wir können tun, nicht durch Worten, einzelne proben Menschen, durch verschiedene Worten glauben, so was, und das ein bisschen nur an den Himmel bringen, und so wollen die bitte gelernt haben, in den Himmel zu kommen. Aber das ist gleich durch die Worten, die wir tun. Die Worten sind gut. Wir sind gerade am guten Worten zu tun. Das ist gut, dass wir den Nächsten sehen und einen den anderen. Aber dass das uns dichter wieder in den Himmel bringt, das ist nicht so. Das sind Lees. Oder in der Wohnung Kirche wie vorhin da. Eins die Kirche in der Hand zu holen, an die Kirche. Wenn ihr hier an die Kirche kommt, dann hier wird uns eine Gemeinschaft haben, dann, das wird ihr in den Himmel bringen. Das sind auch Lees. Das ist nicht eine Gemeinde, das ist nicht eins in die Kirche. Das ist Mut durch Jesus Christus. Er ist der Wahrheit, der Wahrheit in das Leben. Und so eine Dinge aus dort, die kommen von den Feind. Und wir weiten dort, der Schrift sagt, der Feind, der hat das nicht aus Lees. Du hast keine Wahrheit in denen. Als Jesus da predigen, vertalen zu den Menschen, zu den Juden, als er hier nachher wird, in Johannes 8, Vers 44, vertalen er die Menschen, wer er wird, von wo er kam, was seine Ursache wird, woran er gekommen wird und so weiter. Und die Juden, viele von den Juden, die leben nicht an Arm, die leben, dass die legen, er wird von den Feind und so weiter, der beschuldigen Arm. Und Jesus sagt, woran sie das nicht leben, dann will sie stammen von den Feind. Also in Johannes 8, Vers 44, hier stammen von den Fuder, den bösen Feind. Das sind sehr hübsche Wien, was sie da wollen, die hier haben. Deswegen glauben sie am nicht. Also will hier stammen von den Fuder, was der böse Feind ist. Also dort ist kein Fuder. Er sagt, die mochten daunen, was er verlangt. Er sagt, er ist von Anfang an ein Mörder gewesen und bleibt nicht bei der Wahrheit. Und dann sagt er, in ihm ist keine Wahrheit. In ihm ist nicht mal eine Wahrheit. Der hat rein keine Wahrheit in sich nicht mal. Wenn er legen wird, redet er seine Sprache. Das ist seine Sprache. Das, was ihn vertalen ist, zu legen, Menschen zu legen, und die proben auf seine Seite kriegen. Und das er auch fehlhaft könnt all.
Und wir müssen uns beschützen mit der Wahrheit. Deswegen ist es so nötig, dass wir die Wahrheit ram uns haben, aus dem Belt festgeschnallt. Zeg, wenn hij liegen, der dreht hij seine Sprach, weil hij als ein Lehrer, als ein Fuder über alle Lehrers. Hij als der Fuder über alle Lehrers. Hij kann das so merken lassen, als wenn er die Wahrheit ist. Hij kann das ganz dicht bei merken lassen in der Wahrheit. Und das hat er aufmals. Hij kämpft mit Dingen an, was der krijgste laat, der meest krijgste laten, das ist die Wahrheit. Und Menschen, die fallen dafür. Und die sind in der Gefahr, wenn sie sich nicht ganz genug bekannt sind mit der Wahrheit. Wenn wir uns nicht angeschnallt haben mit der Wahrheit, dann sind wir in der Gefahr, uns raufreden von der Wahrheit. Und da sind sie in der Stadt, die haben sich raufreden und die gehen dort predigen und lehren dort. Und in der Stadt sagt er, dort sind den Feindsinn deiner. 2. Korinther 11, Vers 13 sagt Paulus, ist das von seiner Stadt. Er sagt, dort sind falsche Aposteln, Arbeiter, die andere verleiden, die so tun, als von der Christus seine Aposteln sind. Die tun sich so, die merken, das kriegst du loten, das ist wirklich, meist kriegst du die Wahrheit. Aber das sind falsche Arbeiter. Das sind den Feindsinn Arbeiter. Dann sagt er in Vers 14, in kein Wunder, will so tun Salz vergleicht sich als ein Engel vom Licht. Der Feind selbst, der vergleicht sich aus dem Licht, der kann es merken lassen. Er kann sich merken lassen, von er wirklich auch in Gott ist. Und er will Gott für die Menschen. Und das ist ein Lehrer, das ist ein Mörder, der probt zu verdorben, das was er kann. Mit Lehrers. Der Feind, wie weit nicht, der kann sehr schmäßig reden. Und wir weten, die Geschichte kann sogar, worum er gefallen ist vom Himmel, er kann sogar ein Drittel von den Engeln auf seine Seite kriegen. Ein Drittel von Gott, seine Engel, hat er könnt auf seine Seite kriegen. Und sein Verlangen wird, Gott von seinem Platz raufzuschmieden. Dann will er den Platz annehmen, was Gott hat. Und er hat ein Drittel von den Engeln könnt bereden, dass er soll mit einem mitkommen und kriegen gegen Gott und den seine Engel. Ich habe uns das vorstellen, was da passiert, als du im Himmel dann, da ging ein großer Krieg los im Himmel, was da angehen wird. Aber Gott sei Dank, er wird viel mehr als der Feind und seine Engel. Und dann wird von Himmel raufgeschmissen und er fällt in die Erde als ein Blitz. So wird er in die Erde geschmissen. Er mit seinen Engeln. Und als er hier auf Erden wird, nu will herausüben. Er hat Raum. Sagt die Bibel, das ist ein brallender Leben. Jetzt Raum will probieren, herauszuüben, für was Gott für ihn getan hat, dass er nicht könnt, seinen Platz nehmen, was er will. Und er fängt an mit unseren ersten Eltern, mit Adam und Eva. Der hat eine Gemeinschaft mit Gott, der hat eine ganz dicht hübsche Gemeinschaft gegen mit Gott. Und der Feind, der kam mit seinen Schmeßel geredet, kam und konnte verlegen, dass sie gegen Gott gingen. 1. Mose Kapitel 3, da lest das von dort, da kann man von dort lesen, ich will nicht die ganze Geschichte lesen, aber wir weiten die Geschichte, wo er hat könnt einfach bereden, dass er soll von der Frucht nehmen, was er verboten wird, und sie fallen von dort, was der Feind sein wird. Und sie fallen die Roden in den Sinn an. Und da dachte ich mal, wie von der und da nach Hameliden dafür. Und dann dachte ich noch ein Ding. Hat er nicht bloß den Menschen verroden? Weil die Menschen, ja, aber hat er sogar Jesus Christus, Gott sein Sehen, probt er von der Wahrheit drauf zu reden. Als Jesus gedeiht wir worden, wird am Wildnis gebracht, nur Matthäus Kapitel 4, da hier lese von der Geschichte, wo Jesus wir in der Wildnis gebracht für 40 Tage, um zu proben lassen von den Feind. Und da probt der Feind sogar Jesus auf. Und wir können uns vorstellen, wenn er für 40 Tage in der Wüste gewarst das ohne Eten, das was Jesus will, er wird für 40 Tage ohne Eten, hat nichts gegessen, er wird, glaube ich, das ganz Schwachste in seinem Leben als Mensch. Und dann kommt der Feind an mit verschiedenen Dingen und probt ihn zu versägen. In seine Schwachheit. Und was ihr kriegst, der Feind uns von der und da hoch. Er probt uns auf so einen Platz zu kriegen, wo wir schwach sind, vielleicht im Glauben, oder wir sind irgendwo allein, dann probt er uns zu versägen. Und das ist ein guter Platz, wo der viele Menschen zu holen kriegt. Deswegen fehlt uns das an einer den anderen, dass wir uns einander trösten und Mut geben und stärken. Und wir taub wandeln gegen den Feind.
Wenn er uns allein kriegt, wo wir schwach sind und wir bedüren verschiedene Dinge, vielleicht oder was immer, dann kommt er an. Und er hat viel Praxis gehabt. So da braucht Jesus zu verroden und zu versegnen. Aber Jesus hat sich gekleidet mit der Wahrheit. Jesus hat sich mit der Wahrheit gekleidet, wie Gott sein wird. Wenn einmal er ankommt mit verschiedenen Dingen, dann sagt Jesus, haben wir das steht geschrieben. So er braucht Gott sein Wort. Und da könnte viel nicht gehen. So wenn wir nicht gekleidet sind mit der Wahrheit, mit Gott sein Wort, dann stehen wir in der Gefahr. Wir stehen in der Gefahr. Und wir weten, die bitte Menschen alle Handsachen an, sind da, was die Welt unterbeiden hat. Denken wir, die in der Welt sind, wo wir fleischlich sehr schwach sind, dort weit die Feind. So eine Dinge kommt dann bitte an, sagt er, guck mal, das ist gleich so schlecht. Wo nicht von das nehmen, das tun, jant. Viele Menschen, die fallen dafür. Und wir sind nicht vor. Du weißt, es ist so nötig, dass wir uns das Geschirr ableiten und dass wir uns wehren können gegen diese Dinge. Besonders der Wahrheit, weil es das sind Lehrjes, was der Feind brauchen wird. Dass wir uns gegen den Feind stellen. Und er baut Jesus auch verschiedene Dinge an. Vielleicht sind es so Dinge, wo er sich dachte, vielleicht würde Jesus auch Fallen kriegen mit diesen Dingen, wo viele Menschen schwach sind und verfallen tun. Matthäus 4, Vers 80, dann nahm der Sohn am Wara mit sich, so dass jetzt der Harold Meyer hat verschiedene Wege gegeben und gebracht und durchgelehrt, sagt er, dann nahm der Sohn am Wara mit sich auf einen hohen Bäumen ab und weist am alle Königreichs in ihre Pracht ab ihr. So alles Stromste, was ab ihr zu haben wird, was zu sein wird, er sagt, all das weiß er am dort alle, ab den hohen Bäumen. Und er sagt am, das wo ich die alle geben, das wo ich die alle geben, sagt er, wann, so hier hat er wann, er will die alle geben, nicht so bloß, aber er sagt, wann du für mich beten und mir anbeten wirst. Wenn ich das verstehe, wo ich die alle geben. So hier hat der Fied überreichende Bedingung. Er sagt, ich würde dir alle geben, ich biete dir das an. Er weiß ihm das alle, er kann das alle sein. Wann du die was für mich beten und mir was anbeten. Weil und das kriegt den Platz, was er will haben im Himmel. Er will haben Menschen sollen Arm anbeten. Die sollen sich fair am Hand hinein und Arm anbeten. Das, was sie verlangen, haben wir was wir. Das, woran er vom Himmel geschmeten wir. Er kann nicht Gott den Platz annehmen, das, was sie verlangen wir. Und das, was er hier auch will. Hier will er Jesus haben, der soll Arm anbeten, sich fair anbeten. Arm anbeten. Dann sagt Jesus da, wach mit dir so tun. Willst dort steht geschrieben, du sollst Gott, den Herrn, anbeten, und einzig Arm dein. Das ist rein schein, bloß Gott allein. Was er tut, das ist ein Wach, das ist ein Gott. Arm, die hier alle ihr, und Arm ist wichtig anzubeten. Und das ist rein schein. Weil wenn wir nicht wollen mit der Wahrheit gekleidet sind, nicht bloß mit der Wahrheit, aber mit all das Geschirr, mit alles, was uns als gegeben worden, dann stehen wir in der großen Gefahr, dass wir wollen, angeschmissen worden. Dann wollen wir nicht gewinnen gegen den Feind. Ich wollte den Feind der erste Kraft wahrgenommen worden am Kreuz. Eins gesagt, dass wir stehen in der Gefahr, weil es der Haffel verspielt, der Feind. Das ist so, der Haffel verspielt. Als Jesus am Kreuz hängt, er sagt, es ist vollbracht. Er hat getan, was er gekommen wird für. So den Feind in der Macht, in der Wirklichkeit wird wahrgenommen worden. Aber eins ist dann noch verglichen mit, wenn wir mal sagen, eine Schlange zum Beispiel, wenn der einen Kopf aufgehakt, dann konnte ich euch mal bieten. Aber das ewige Port von der Charpe, das dreht nach einem Wackel und der schließt sich gerade mit einem Seil und kriegt das die Feind. Seine Macht ist wirklich gut genommen, aber der schließt dran mit der Weg. Was von nach der Macht hat, weil er ist Dahl und er prüft die Weg, so sei er als er kann. So wir haben nötig, dass wir uns bekleiden tun. Nehmt alle Gewähren, die Gott für uns hat, dass die Utrechten kennen, was das braucht, bestehen zu kennen. Das ist, was das braucht, dass wir bestehen können. Warum glauben wir, dass Gott uns diese Gewähren gegeben hat? Wenn das nicht nötig wäre, würde Gott uns diese Gewähren gleich gemerkt haben. Nicht so? Und das ist, worum er uns das gegeben hat, sagt er in Epheser 6, Vers 12, weil wir haben nicht nur mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Das ist der Weg, dass wir nicht bloß mit Menschen mit Fleisch und Blut kämpfen. Aber jeden Gewalt, böse Geister,
von der Himmelswelten und mit den Gewalten und Herrschaften von dem Düsteren, die über diese Welt herrschen tun. Kann je hören? Die in dieser Welt herrschen tun. Der Feind und seine Engel, das redet von den Engeln, was er mit sich hat genommen. Die sind mit am Taub, die stehen port mit am. Die herrschen über diese Welt. So, und Gott wisst dort, dass wir in der Gefahr wären, dass wir können an solche Schar reiten. Dass wir können bestehen bleiben in dieser Zeit. So, wie man festhalten, halt fest, was recht ist. Und wir leben in einer Zeit, wenn wir hier und von verschiedenen Städten auf der Welt, wenn wir nach dem Klimaschutz in News horchen, dann haben wir hier, wo viele Menschen die Hand, die Wahrheit vertuscht, verlieren. Die Wahrheit als vertuscht, verlieren. Die haben sozusagen bald der schnell aufgemerkt und lassen die Wahrheit fallen. Und das ist schuld zu sein, weil je in von der Zeit sogar der Regierung hat die Wahrheit doch gelassen und hat Leute ankommen, die ja was nicht die Wahrheit ist, was die Lehre sind. Das ist unsere Regierung. In einzelnen Städten da ist es bei anderen Städten, aber wir sind in der gefordert, sogar unsere Regierung immer wieder angeben, dass für dort, was erreicht ist, wo die Bibel von lesen, das wird ganz klar geschrieben, dass dort ist ein Sinn. Dort fängt an tot zu lohnen. Der Vertuschen der Wahrheit für die Wahrheit. Die Bibel sagt, die Regierung ist uns gegeben worden aus dem Deiner. All die, was angestellt sind, die regieren im Land, das sollen die sein, das sollen Deiner sein für Gott. Römer 13, Vers 4 sagt Paulus, es steht, willst dort als Gott sein Deiner, von der Regierung, dort als Gott sein Deiner, die zum Gouden. Aber wenn du das, was schlecht ist, dann fertig die, willst die dreigt das Schwert nicht für nichts. Dort als Gott sein Deiner Racht even über die, der bei sich tun. So, das sind die Angestellte, Racht even, für die, was dabei sich tun, dass die das tragstellen kann, dass die beschützen kann, was die Recht tun. Römer 13, eine Vers 3 und Vers 3 sagt, wer sich gut benimmt, braucht sich für die Regierung nicht fürchten. Da muss die schlechtet tun. Wenn du die für die Regierung nicht fürchten wirst, dann geht es. Und die wollen die sogar dafür loben. Loben die Regierungsarbeiter uns, wenn wir Recht tun oder wenn wir Recht tun? Das passiert nicht mehr. Aber das ist, was die sollen tun. Wenn der eins wer Recht will und Gutes will tun, wenn die anderen Menschen wollen die Gutes verteilen und so wieder in einem Land aufrichtig leben, dann sollen die gelobt werden dafür, von der Regierung. Aber das passiert nicht mehr. In der Stadt, wenn die Söhne sind, was die wollen Gutes tun, wenn die einzige, wir haben viele so Dinge gehört, von wo Menschen anfangen, in der Sinn zu leben, wo Mana mit Mana taupen, Frühes mit Frühes taupen, all so was daher, was die Bibel auch von sagt, das ist eine Sinn. Das ist ein Gräl gegen Gott. Das ist ein Gräl gegen Gott. Und so Dinge steht nur in der Tau. Einmal sagen sie dann sogar, wenn die Sonne erst wird, sagen, dass, hey, ich habe lange Zeit all in diesem Sinn gelebt. Ich lebe meine Früh nicht mehr. Ich habe einen Mann angefangen zu leben. Und ich will Rhythmus dort, ich will das besehen, das steht mit mir. Weil je da wat eens om recht gelooft voor dat, zijn ze, oh, dat is goed, dat jullie maar werkelijk wie ons eruit komen met de waarheid, wat het met die werkelijk staat. Die wordt dan geloofd. En er staat, die wordt er wel een goud staan, wat er jij dort willen reden. En er staat, dat ze die loven dan zijn goud voor die, dat die aanhouden is voor de waarheid. En wanneer ze dan dort komen, wat eruit komen, zijn, hey, in de werkelijkheid, ik gleich euch früher, ik gleich Mana. Die worden nog geloofd dafür. Das ist in der Wirklichkeit, das ist der beise Zeit, wo er von reden wird, von der beise Zeit wird kommen, wo sie das alle wollen tollen. Und da steht es in Stadt 3 in 2012 wieder eine Bäckerei, was sie wieder kommen, hatten gefragt, dass sie wollen dann einen Cake backen für ein paar Männer, was sich befrieren wollen, die wollen ihre Käse zelebrieren. Und sie hatten wollt, diese Bäckerei soll einen Cake backen dafür. Aber das sie da hatten, dass wir jeden glauben, da haben sie gesagt, no, sie tun das nicht. Weil die in der Stunde nicht vor. Ich sei mir nicht ganz 100% bekannt mit der Geschichte, aber ich glaube, sie mussten sie sogar im Gefängnis stützen. Für dort. Das sei nicht willenswillen, einen Cake zu backen
für gay marriage celebraten. Und das wird von der Regierung freigegeben. So steht das von dir. Gott hat dir eben gegeben, nur diese dumme Dinge zu tun, wenn es Gott oft gegeben hat. Kriegst du das wir lesen dann von in der Schrift auch. Und ich glaube, das ist so nötig, dass wir als Christen, dass wir beten dann für unsere Regierung. Wir müssen beten, wir als Christen, anstehen für unsere Regierung. Beten für dich. 2. Chronicles 7, Vers 14 sagt, in mein Volk, wo mein Name eben genannt ist, also die Christen, sich demütigen wird, dass sie beten, in meine Jehen wird segnen, seine Jehen wird segnen, und sich nie abmerken und von dort Beise loten, dann will ich das Gebet vom Himmel von dem Himmel erhören, und ihre Sünden vergeben und auch den Schulden im Land war heilen. Das ist, was Gott sein Verlangen ist. Wenn das was passiert, wenn sich von demütigen und abhören mit ihrem sinnlichen Leben, und sie in der Wirklichkeit wollen beten, Arm anbeten und Arm anrufen und sich abmerken, Gott nur zu folgen, wirklich Arm nur zu folgen und wollen im Gebet gehen. Er sagt, dann wird er die Schulden im Land war heilen. Weil ja ans Land, wo wir wohnen, das fehlt zu heilen. Schulden passiert im Land. Das fehlt zu heilen. Und das kann passieren, wenn alle Christen sich abmerken in jedem Gebet, in der Wirklichkeit, beten und fasten für die Gemeinde, für die Regierung. Gott würde das ehren. Weil seine Hand der Wahrheit vertuscht verleert ist. Sie loten das bei sich tau, was die Bibel sagt, Sinn ist. Die Bibel sagt klar, das ist das oder das ist eine Sinn, und sie loten das über tau. Römer 1, Vers 24 sagt Paulus das steht. Weil sie Gott seine Wahrheit verleert vertuscht haben, sie daunen dort, was gemerkt ist, lieber anbeten, in deinen aus denen, der dort gemerkt hat, der in Ewigkeit gelobt ist. Deswegen gibt Gott an, in Schendel gelassen haben, Schonhof gelassen, gibt in Han. Frühlied haben den natürlichen Umgang mit der Manna vertuscht, für dort, wo nicht natürlich ist, und haben Umgang miteinander. Ich habe hier, das passiert nicht bis zum Manna, auch der Früh ist auch. Da haben dort natürliche, was der natural ist, dort haben sie vertuscht, was nicht gut ist. Und sagt, die Rosa haben auch den Mondslied, den natürlichen Umgang mit Frühlied verloren, und haben in ihrer Hat untereinander Mond mit Mond schon gedreven, und haben und sich selbst der Struf für ihre Ersinn gekriegt. Wir hören von einer Schrift, reden von Sodom und Gomorra, was da angehende, da ging es in der Dinge, es steht auch unter der Titel, und Gott, der muss kommen, der steht da verbrennen, das wird ganz gegen Gott. Und das passiert bara frisch, ganz von frischen Eber. Das heißt, er hat Gott abgegeben, und Gott gab an auch an. Nur Römer 1, Vers 48 sagt er, in Jerusalem, als sei Gott abgeben und nicht mehr anerkennen wollen, so gab Gott an auch an in ihre Gemeinde denken, Dinge zu tun, die nicht geschehen sind. So dass wir passiert, wenn sie sich haben lassen, raufrieden von der Wahrheit, und leiten sich gelastene Dinge, die nicht gegen Gott, was ganz gegen Gott sind. Sie haben sich lassen, der Wahrheit wahrnehmen. Und die leben leer von den Feind. Und sie sagen das, Johannes 8, 44 sagen, dass der Feind, der ist in Leer, ist ein Hammer gewast. Und er ist der Futter von allen Leers. Und er braucht das von der und da nach Hammer kriegt, das er nach Hammer haft. Und er weiß, er hat wenig Zeit. Und er geht rum und probt Menschen zu verleiten, zu verstehen, die Antwort hat wahrzunehmen. So deswegen brauchen wir brauchen das Geschehen, dass wir uns kann wehren gegen den Feind, von der kommt. Und wenn wir uns wehren, gegen den Feind zu gehen, ohne dass wir bereit sind, für das, dass wir nicht uns das Geschehen angetragen haben, dann haben wir
Kennen mag jeden. Wir weten, dass Gott kann viel Wunder tun in seine Dinge, seine Diener, viel von seinen Dienern, der Herr geschickt hat. Wir lesen in Apostelgeschichte 19, Vers 11, sagt, dass Gott durch Paulus büter gewöhnliche Wunder. Die Dinge, die Gott durch Paulus, das wir büter gewöhnliche, das sind nicht Dinge, die allgemein passieren deuten. Heute die büter gewöhnliche Dinge durch Paulus und die Menschen, die beobachten dort und die sagen dort zu der Zeit, so dass wenn sie Schnappeldecker und Schaldecker, die Paulus gebraucht hat, nur die Kranken brachten, wurden die gesund. In die beise Gäste verleiten an. Das passiert, als Paulus nach Leben deed und als er für Gott schaffen deed. Gott hat ihn wirklich mit viel Kraft beschützt und dass er kann viel Wunder tun für Arme und kranke Menschen heilen und das bietet gewöhnliche Wege. Und ich glaube, die werden die Menschen, die beobachten, die sagen dort, und dass wir sind, was nicht Gott nur folgen deuten, die wollen das selber tun. Und ihre eine Kraft. Die werden Wort, das sagt, einige Juden, die ramgingen und bei sich Gäste uitdrijven, proefden auch den Herrn Jesus zu noemen, ehe die te brokken. Das sagt, die proefden Jesus zu noemen te brokken, auch die andere Gäste uitdrijven und so weiter. Aber die kannten Jesus nicht wirklich. Die wissen, wer Jesus war, die haben von ihnen gehört, aber die hatten nicht wirklich eine Gemeinschaft mit denen, die hatten Jesus nicht in Ernst, haben ihn beschützt, haben diese Dinge tun. Und er sagt, die beide Gäste hatten, die wollen die uitdrijven. Das heißt, die proefden den Herrn Jesus, sie noemen über die te brokken. Die beide Gäste hatten und sehen, wie beschweren jünt bei den Jesus, den Paulus predigt. So, das ist nicht Jesus, das ist durch den Jesus, den Paulus predigen deed. Das wären die hohe Priester seines Sehens. Das wären die hohe Priester von der Zeit seines Sehens. Das heißt, das wären 7 Sehens, die das deuten. 7 von den hohen Priester Skiva seine 7 Sehens. Und dann passiert das, hörst mal in Apostelgeschichte 19, Vers 15. Der beise Gäste sieht an, Jesus kann ich, und ich weiß, wer Paulus ist, aber wer sei je? Also, wer sei je? Ich weiß von der Kraft von Jesus und auch was Paulus hat tun, aber wer sei je? Der hat keine Macht hier in dessen weisen Gäste hier, was in dessen Mensch wir. Sagt er, in dem Mensch, in dem der weise Gäste wir, sprung ab und nahm, der sprung ab an Napp und krieg an alle Unja, so dass der nerktig und blaudig in dem Haus sich davon brachten. So der Feind, der hat die ganze Macht über ihn. Der verrät ihre Kleider, der reißt ihre Kleider auf und der mögt ein blaudig und das sei so statt im Haus rüber anleiden. So haben rein keine Macht über ihre eigene Kraft, je den Feind hier. Will sie nicht Jesus in sich haben. Und gleich sich das mit uns. Wenn wir in uns selbst wollen tun, wir wollen proben in unsere eigene Kraft, wir wollen nicht Macht haben, wir wollen nicht siegen können. Vielleicht haben diese 7 Sehens von diesen Priester sich gedacht, mein Dad, das sind hohe Priester, die haben ein Verhältnis mit Gott, dann habe ich vielleicht auch die Macht. Dann habe ich vielleicht auch die Kraft, dass wir das wollen können tun. Ich weiß nicht, was sie wollen gedacht haben, aber ich dachte für mich so. Vielleicht wird das so, was der Herr ist dort. Sie dachten so, er fuhr wird ein hoher Priester, dadurch haben sie vielleicht auch die Macht. Aber weißt du, das hat nichts zu tun mit wer unsere Eltern sind. Vielleicht habe ich christliche Eltern, und wenn wir nicht Christen sind, wir haben nicht Gemeinschaft mit Jesus Christus, wo unsere Eltern haben, deswegen habe ich nicht andere Macht, als wenn wir Eltern haben, die nicht Christen sind. Jeder einer muss für sich selbst. Jeder einer muss für sich selbst und sich das Geschirr selbst abnehmen. So, das hat nicht zu tun mit wer unsere Eltern sind, als uns früher ein Ältester ist, ein Prediger ist, ein Diener von in der Gemeinde, oder was immer, und ich sehe über nicht, dort merkt mir, dass nach welcher Reich bei Gott. Wir müssen selbst ein Verhältnis haben, in Gott in uns haben, dass wir können beschützt werden durch den Heiligen Geist und dass wir können uns das Geschirr umtragen. Und das Geschirr sind die 6 verschiedene. Erstens die Wahrheit, soll wir uns anbringen aus dem Gott. Und dann die Gerechtigkeit verjühnt aus dem Brustschild. Und das Evangelium, das den Frieden bringt, trägt an so als Schau auf die Feit. Aber alles nimmt den Glauben als ein Schild, wo der böse Feind seine brennende Pfeile nicht durchschreiten kann. Die Radung
saat ihn ab aus sein Haut. In der letzte Nummer saß, Gott sein Wort aus dem Schwert, dort der Jesus ihn jaft. So all das habe ich getan, uns zu beschützen. Und das ist neidig. Ein ist neidig als das andere. Aber ich will sagen, ich glaube, das erste, die Wahrheit ist das ganz Wichtigste. Dass wir die Wahrheit weiten down, dass wir die Kern dann, dass wir ab der Wahrheit stehen bleiben können. Das heißt, steht ab der Wahrheit. Dass wir die Wahrheit Kern down. Und dann sagt der Vers 18, dit doet alle im Gebet. Weet je, wie brauchen das im Gebet doen? Uns fehlt das Gebet. Dit doet alle im Gebet. Gott, bet Gott om help. Bet immer, wanneer de Jesus kunt onmoont. Und dann sagt er, blieb wakker und jef nicht nur mit beten. Bet für alle, die zu Gott sein Volk hören. Ich denke auch besonders an das hier, wir sollen wakker bleiben. Weet je, da wat de regering van de dag wat we hebben hier in de laatste tijd, wat ze vrijgegeven haben im Land, dat ze geen marijuana sogar, dat niet meer je gezet is. Weet je, dat is een ding wat mensen zijn verstand betreiben dat en te schulden merken dat hij niet klar denken kan. En dat zegt je, dan kan we gleich wakker blijven, dan kan we niet wakker zijn. Dat zegt, blijf wakker. Dat is wat ik mijn wakker te blijven, klar in onze gedächtnis te zijn. En ons verstand dat kan betappt worden mit verschiedenen Trinken oder verschiedenen Dingen, mit Drugs oder was immer das kann sein. Oder wenn wir nicht Gemeinschaft haben mit Jesus Christus täglich in sein Wort umgehen down, dann sind wir nicht wacker. Sag, bleibt wacker im Bett. Dann fragt Paulus hier in der letzten Phase, wo ich von reden will, wenn es auf Epheser 6, Vers 19 sagt, bet auch für mich. So Paulus, hier sagt, er sagt auch selbst, dass arm viel auch gebet. Er sagt, bet für mich, dass ich mag Beruf genug sein, das Geheimnis in Evangelium so zu predigen, als ich das gehört. Das ist, was Paulus in Gebet wird. Er will an die Gemeinschaft für arm auch beten, dass er wird Beruf genug sein. Und das fehlt von der und da hoch. Weil das sind viele Prediger, die werden sich gleich die Wahrheit zu predigen. Die werden sich das wirklich nicht. Die holen drei von dort, wo das soll wirklich gepredigt sein, wollen, dass sie das nicht tun. Weil sie haben Angst, sie wollen vielleicht bei der Parteien klingen oder was immer das mag sein. Und Paulus sagt, er empfiehlt Gebet dafür. Er wird Beruf genug sein, das Geheimnis im Evangelium so zu predigen, als ich das gehört. Weil ich will mir wieder zu sagen, wie all day, jeder einer, was hier predigen wird, der fehlt das auch an jene Gebete. Dass wir auch wollen sein, dass wir uns wollen zu predigen, dort, was das soll gepredigt sein. Und dann, was das ist. Dass wir das rein zu Wort wollen predigen. Und das fehlt. Gott sein Wort fehlt ganz zu predigen. Nicht bloß, was sie steigt in der Rück nehmen, was da passend sind. Und das, was da passieren wird. Zu der letzten Zeit sagt Paulus zu Timotheus, in 2. Timotheus 4, Vers 3 sagt, da wird eine Zeit kommen, in der sie die gesunde Lehre, also das ist die gesunde Lehre, die Wahrheit, das ist eine gesunde Lehre, sagt, da wird eine Zeit kommen, wo die gesunde Lehre nicht mehr verdrehen werden. Sie wollen das nicht mehr verdrehen, das zu hören. Und sie wollen sich Lehrer anschaffen, die so lehren, als anderen gefällt. Das, was sie hören wollen. Das ist so eine Prediger, wollen sie sich sehen. Die wollen so eine Prediger, was wollen das predigen, was ihnen gefallen hat, was ihnen gefallen hat. Bloß einmal gut reden von allem. Ja, du lebst bis Christus das soll, das ist nicht arg. Da wollen sich Lehrer anschaffen, die so lehren, was anderen gefällt, der auch bloß nach den Uhren kitteln. Passiert das von der und nach der Stadt? Ich glaube, wir sind in so einer Stadt, wir sind in so einer Zeit. Wir sind in der Zeit, glaube ich. So, wir müssen uns das ganze Geschehen anbringen, dass wir wollen bestehen bleiben in der Zeit. Matthäus 24, Vers 37 sagt, dass so aus der Tenor seine Zeit wir, wird auch sein, wann die Menschen sehen kommen wird. Die wollen alles mitmerken, die wollen nicht hier und horchen oder Wahrheit. Die wollen alles mitmerken, was immer dort kommt, was immer die Welt unterbeiden haben, sie wieder. Epheser 4, Vers 15 sagt, seht vorsichtig, dass ihr durch das Leben gehen als kluge Menschen und nicht als Söhne, die nicht weiten,
wat zu der Sache gehört. Vers 16 sagt, nützt die Zeit uit, willst dort erst eine schlechte Zeit. Wir sind in einer Zeit, wo wir noch, von der und Tag haben wir die Freiheit, wir können das Evangelium predigen, wir haben die Freiheit. Aber die Zeit, die wir haben, das sollen wir utnutzen. Wer wird die utnutzen? Gott hat uns gewesen, wo wir zu leben haben. Er hat uns gegeben, wo wir bestehen bleiben und so weiter. Und er hat uns gewesen, was der Wahrheit ist. Wir haben Gott sein Wort. Das ist die Wahrheit. Er hat uns das gewesen. Wir haben kein Fehl gegeben. Und er hat uns die Kraft gegeben. Gegen den Feind kämpfen, was uns mit leer ist. Dass wir beschützen, dass wir die Wahrheit beschützen. Mein Gebet ist, dass wir wirklich in der frühen Zeit reden, dass wir noch von, wo nötig, dass wir sogar auch für uns auch, dass wir täglich uns das geschehen, wenn wir abstunden, dass wir uns consciously denken halten, dann das Gewehr antragen, wir rücken in der Welt. Und dann wird das erst, da werden Tiden kommen, wo wir werden versagt worden, oder was immer das muss sein, dass wir werden beschützt sein, durch jeden Tag, ein Tag auf einmal. So Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen haben, in solches Leben, in reiches Leben für arm. 1. Korinther 15, Vers 57 sagt, über Gott soll gedankt werden, der uns durch unseren Herrn Jesus Christus dort sich jäft. So Gott soll gelobt werden dadurch, dass er uns alles gegeben, dass wir keinen Sieg haben. 1. Johannes 4, Vers 14, ich will schließen mit das. All die Gott am Fuder haben, überwinden die Welt, uns glauben an Jesus, der die Welt besiegt hat, gibt uns auch den Sieg. Dessen Sieg habe ich auch einfach uns gegeben, dass wir ein siegreiches Leben führen. Er hat uns gegeben, was wir brauchen. So, weil wir feststehen an der Wahrheit, das ist mein Gebet für uns alle, dass wir wollen sein, alle taub als Gemeinde feststehen für die Wahrheit. Nicht beigeben, nicht ans Lotenleich von der Wahrheit draufreden. Bekannt worden mit der Wahrheit, weiten, was die Wahrheit ist, und dann dabei dort stehen bleiben. Weil wir nach dem Schluss beten. Gott, himmlischer Vater, wir danken dir von der Marius, weil für die Erinnerung, die wir haben in dem Wort, wo wir uns sollen mit erinnern, dass wir in ihr vorstehen, jeden den Feind mit seinen Worten, mit seinen Lehren, was wir weiten, was er braucht zu tun, wo er braucht, viele Menschen von der Wahrheit wegzureden. Und ich danke dir, Gott, dass er proben das und dass er das aber nicht kann, dass er nicht der Macht hat, das zu tun, wenn wir in die sind. Dankeschön, Gott, dass du hast uns dort gegeben, was wir brauchen, dass wir den Feind stehen. Dass du uns hast das Geschenk gegeben, dass wir uns antragen können, dass wir Sieger sein. Dankeschön, Gott, für den Heiligen Geist, den du auch gegeben hast für uns, dass wir den haben als uns Helfer und als uns Lehrer und Führer in unserer Zeit, wo wir beim Leben tun. Ich bete, Gott, dass du musst uns dort immer wahr wiesen, dass du bist der uns beschützen will und dass wir uns nicht von Leuten von der Wahrheit draufreden. Beschütze uns doch, Herr Gott. Help uns, standhaft zu bleiben in der Wahrheit, die du uns hast gegeben, die wir haben, die wir können lesen von, und dass wir können leben und dort vertrauen. Dankeschön, Gott, dass du die Wahrheit bist, dass du der Wahrheit in das Leben bist. Wir wissen, dass der Feind ist in Leer. Und help uns dort immer denken, zu allen Tiden, wenn wir in ihr vorstehen, und dort kämpft mit Leer so, und du hast keine Wahrheit in denen. Nur was er unterbeiden hat, ist die Wahrheit. Help uns, Gott, jeden Tag. Die nun wir mit Danksagung. Amen. Gott segne mit dir.